Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir gehen an der Tünde ein ganz rich Vierredner schon gesagt, mit der Corona-Krise schmerzhaft daran erinnert, wie wichtig Forschung am Allgemeinen auf hier und allem am medizinischen Bereich ist. Wir sind am Moment auch daran erinnert, wie wichtig das gut formiert Personal zu haben, und wie schwer das für das Personal zu finden. Nicht nur zu finden, sondern wirklich zu kommen. Weil, und das hat noch ein ganz rich Vierredner gesagt, also als Aufhängigkeit vom medizinischen Fachpersonal, weil die Grenzen wegschläft, doch beängstigend. Und ich habe von uns hat doch ein bisschen ein Schuder umrück, wie wir ganz am Anfang von der Krise gemeint hatten, es könnte so weit kommen, dass Grenzen zugemacht werden, dass nicht nur Grenzen zugemacht werden, dass tatsächlich medizinisches Fachpersonal zurückgerufen an eine Reserve sanitaire d'urgence von ihren jeweiligen Heimatländern berufen gehen. Dementsprechend bin ich froh, dass wir hier einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen. Wir wissen, dass am Gesundheitswesen besonders schwer ist. Sowohl was die Ausbildung belangt, die Ausbildung als eine stark reglementierte Ausbildung. Aber, und das darf ich nicht vergessen, an dem Projekt hier hat auch eine Volley Recherche. Eine Volley Recherche, den junge Medizinerinnen und Mediziner, die aufhängen, die Berufe auszuüben, dazu incitieren soll, ein bisschen zu forschen. Und noch da sind wir absolut an der Aktualität. Weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Recherche ist die uns im Moment die Informationen liefert, für die richtigen Entscheidungen am Kader von einer sanitären Krise zu holen. Und dementsprechend ist es eine wertvolle Tugend, eine wertvolle Fähigkeit, was jeder, den Doktor gibt, auch ein starkes Fundament an der Recherche hat. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Projekt de loi schafft die Möglichkeit für die spezialisierten medizinischen Etüden an den Bereichen Onkologie, Neurologie an der Allgemeinmedizin auf der Uni Lützeburg zu implementieren. Den Detail davon haben die zwei Co-Rapporteuren, den ich da auch merci für ihren exzellenten schriftlichen und mündlichen Rapport will ausdrücken, schon gemacht. Als Uni soll mir attraktiv gehen. Als Uni soll, und das ist zumindest mein Gefühl, aber auch dem Personalmangel am Gesundheitswesen entgegenwirken. Ein Personalmangel, den nicht nur zu Lützeburg ein Problem ist, mit den international immer mehr zu einem Problem gibt. Und dementsprechend müssen wir uns auch bewusst sein, dass die Penurie, die hier geschwärzt wird, mittel- und langfristig nicht nur zu Lützeburg wird der Fall sein. Wir haben Nobelregionen, die haut noch als Reservoir für Personal dingen, das in Zukunft gar nicht mehr können stemmen. Wir haben einen Mangel an Neurologen und Generalisten. An der Brain Drain, den man in den letzten Jahren aus dem Ausland gemacht hat, um nach Lützeburg zu lockeln, den hängt seidene Furdem. Den hängt seidene Furdem einerseits, weil, wie ich sagte, auch an den Nobelregionen eine gewisse Penurie sich entwickelt. Und andererseits hängt seidene Furdem, weil es geht dort, dass an den Nobelregionen ein bisschen mehr weit, vielleicht nicht ein paar Kilometer an der Grenze, mehr, vielleicht 100 Kilometer an der Grenze, Konditionen ein bisschen besser gehen, für das sich ein täglicher Trajet von ein paar Stunden oder mehr nicht mehr lohnt, an die jungen Medizinerinnen und Mediziner dezidieren, aber lieber an ihrer Heimatregion zu praktizieren, wie all das, die wir auf Lützeburg an Angriff zu holen. Dementsprechend ist es immens wichtig, dass wir auf der Uni Lützeburg genau das Berufe valorisieren, genau das Ausbildung machen. Und da liegt dann einfach kommender Hack. Wir machen nämlich hier etwas Schritt für Schritt. Wir machen etwas, was nicht kohärent von Anfang bis Schluss eine Ausbildung ist, die integriert ist.
Und ich erinnere mich an den Debat, den man hatte, wie das Bologna-System an Deutschland angefordert wurde, wie ich schon auf der Uni war, aber wie die Medizin, du bemol sollte das Bologna-System kriegen. Und das größte Problem von den Medizinerinnen und Medizinern war den Übergang von der enger Phase am Studium zur nächsten. Wie kann ich garantieren, dass ich tatsächlich einen Platz kriege? Wie kann ich garantieren, dass ich mein Studium, den ich auf einem enger Platz aufhängen, auch da fertig machen kann, wo ich das will? Natürlich mit all den Mobilitätssemestern und Forschungssemestern, die ihr soll viel gesehen. Mir war den jungen Student oder eine junge Studentin sicht, also eine gewisse Garantie, dass wenn sie sich für ein Studium entscheidet, sie die können da fertig machen, wo sie aufhängen. Und auch da ist dieses Projekt ein erster Schritt. Ein weiterer Schritt. Wir dürfen nicht die Letzte sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen denen, die zu Lützeburg ein Medizinstudium aufhängen, Perspektive geben, wie sie den noch können zu Lützeburg oben anbringen. Jahrelang gab es Diskussionen, wenn ich so, wir haben das gemacht, an Deutschland wird eine Bologna-Reform gehen, dann weiß ich, in der Bologna-Reform mittlerweile lange gebracht wird, dann sich da aufhören wird, dann dafür schreiben wir an diesem Projekt ohne Probleme von den European Credits. Nee, wir müssen den Debat oben anbringen. Wir müssen den Jungen eine Perspektive bieten, ihr Studium können auf einer Platz anfangen, an den Ruf zu schließen. Ohne dazwischen Unterschiede zu tun, ob sie da vielleicht müssen ein Semester oder ein ganzes Jahr werden, weil sie am Ausland, wo sie weiter müssen studieren, keinen Platz kriegen. Aber wir müssen als nicht viel machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Ausland herrscht ein knallharter Verdrängungskonkurs, wenn es um Plätze geht an den Medizinstudien. Und wir müssen uns doch gar nicht viel machen, dass sie da just auf Lützeburg werden. Oder just auf Lützeburg Studentinnen und Studenten, die hier angefangen haben, wir müssen auch keine Lützeburger sein, mehr Studentinnen und Studenten, die zu Lützeburg aufhängen, ob die geht nicht gewährt international. Aber wenn du keinen Platz hast, dann müssen die Studentinnen und Studenten werden. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann nicht sein. Wir brauchen also mittel- und langfristig einen kompletten Zyklus hier zu Lützeburg. Wir müssen die Lützeburg so etablieren, dass sie attraktiv wird. Das muss die Lützeburg nicht allein machen. Die Lützeburg kennt das, wie sie dadurch zum Teil schon am Kader von der Universität von der Großregion möchte, das zusammen mit ihren Partnern machen. Wir dürfen nicht sein, dass Studentinnen und Studenten gerade an einem Studienbereich wie der Medizin, wo es Mangel gibt, durch so artifizielle Hürden, durch so quasi Sollbruchstellen am System und einem Weiterstudieren und einem einfachen Weiterstudieren gehindert. Das geht auch ein bisschen konfirmiert durch die Wien von den jeweiligen Chambres professionnelles. Die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics felicitieren der Initiative für einen weiteren Baustein anzusetzen, machen sich aber auch zwischen dem Mangel und Doktoren. Und noch die Chambre de Commerce als die einzige, die zusätzliche medizinische Ausbildungsoffer indispensabel ist, estimiert aber auch, dass es einen kompletten Zyklus braucht. Und da liegt, wie ich so krumm an der Hecke, Kolleginnen und Kollegen. Das heute als ein Puzzlestück von vielen, und es schon am Moment Schwierigkeiten zu sehen, wenn ich diese Puzzle von der Medizinausbildung auf der Uni endlich aufgeschlossen ist. Die Chambre de Commerce hat an hier immer wieder noch nach vom Verwurzeln geschwärzt. Ich weiß ja nicht, wie von uns Albanen hast du am Gerd schafft, aber eine Pflanze, die ihr regelmäßig umsetzen wollt, die hat Probleme, wirklich dauerhaft Wurzeln zu schlagen. Aber ein Ziel soll sein, für junge Medizinerinnen und Mediziner heute zu Lützeburg zu verwurzeln. Da braucht es den kompletten Zyklus. Der Titan ist ein Lego-Steck davon, aber all Lego-Steck Weg für das ganze Projekt ist wichtig. Und dafür drohen wir trotz der Kritik und der Gesamtstrategie dieses Projekt mit. So nicht, merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung hat
den Heichschul- auf Forschungsminister Claude Meich.